Bei Gott gibt es keine Enkelkinder. Ich finde das so ein cooler Gedanke. Yes. Es gibt nur Kinder. Hallo und herzlich willkommen beim Family Chat. Der Ort, wo wir authentisch, entlastend und inspirierend über Familie sprechen. Wir alle kennen das. Wenn wir selber von Jesus begeistert sind, dann wünschen wir uns nichts mehr, als dass unsere Kinder dieselbe Begeisterung für ihr Leben entdecken können. Und genau dieser Wunsch bringt manchmal ganz viel Schmerz und auch Leid in unser Alltag. Und heute schauen wir ganz konkret, wie können wir das machen, dass wir Gott in der Familie erleben, sodass es für alle einladend und richtig voll Leben ist. Das schauen wir zusammen mit Dan und Katrin an. Hallo. Hallo zusammen. Ja, wir haben, wie schon letztes Mal, nicht den Anspruch auf Richtigkeit oder dass wir jetzt tolle Rezepte, die ihr nachkochen könnt, bringen oder nacherziehen könnt, sondern wir sprechen aus unserem Leben und hoffen, dass wir ein paar inspirierende Anstöße euch geben können. Darum seid dabei, lasst euch inspirieren von diesem Family Chat. Eine lebendige Familie zu sein. Sehr gut. Hey, letzten Monat haben wir einen wunderbaren Chat gemacht über dieses Thema Hilfe, mein Kind möchte nur gamen. Also wenn du diesen Family Chat noch nicht angeschaut hast, schau unbedingt nach, ist eingeblendet den Link. Und wenn du irgendwie inspiriert wurdest, du hast Fragen zu dem, was wir hier sprechen, schreib uns einfach ein E-Mail an family.chat@icf.ch oder hinterlass einen Kommentar. Wir lieben es einfach, mit euch so in Kontakt zu treten. Genau, und vielleicht bist du momentan in einer Familiensituation und du bist einfach zutiefst dankbar und mega zufrieden. Vielleicht aber auch ist sie momentan dein absolut grösster Challenge. Vielleicht ist sogar dein Familientraum zerplatzt. Egal woher du kommst und was auch immer deine Geschichte ist, egal ob Großfamilie oder ob alleinerziehend, egal ob glücklich oder total gestresst, du bist hier willkommen und wir wünschen uns, dass diese halbe Stunde eine Inspiration für dich und deine Familie sein kann. Und so starten wir direkt in das gute Thema hinein. Gott in der Familie, mit der Familie und als Familie erleben. So viele Fragen. Wie geht das? Und wir beginnen damit, ja, wie sieht denn Gott eigentlich die Familie? Und für uns ist Familie ein ganz vielfältiger Beziehungsraum. Jeder hat in diesem Familienhaus, ich habe euch da ein Bild mitgebracht, eine Beziehung zuallererst zu sich selber, dann aber auch zu den Mitmenschen und zu Gott. Und das Schöne ist, dass jede von diesen Beziehungen gleichwertig ist, aber nicht gleichartig. Und das Entlastende an der Geschichte ist auch, dass sich Gott mit jeder Person in diesem Haus eine Beziehung wünscht. Es ist ein mega starkes Bild, Alexa. Und ich glaube, entscheidend ist auch hier gerade zu merken, dass in diesem Haus der Gott ist der Vater von allen Kindern, von allen Eltern, von jeder Person in diesem Haus ist er der Vater. Jesus ist der Erlöser von allen Personen in diesem Haus. Also das sind alle auf dem gleichen Stufe, die gleichartige Beziehung mit ihm oder eben auch nicht mit ihm, aber wie auch immer die Beziehung momentan aussieht und gleich auch beim Heiligen Geist. Auch die ist, der Heilige Geist ist da, der Zugang, der Helfer für alle. Er ist der, welche Kraft gibt allen. Also der Heilige Geist möchte auch den Kindern Kraft geben. Der Heilige Geist möchte den Eltern Kraft geben, Impulse geben, Gefühle, Eindrücke geben. Das ist wie, jeder hat diesen direkten Zugang zu Gott. Und bei Gott gibt es keine Enkelkinder. Ich finde das so ein cooler Gedanke. Yes. Es gibt nur Kinder. Und also du als Erwachsene, du bist ein Kind Gottes. Ja. Und wenn du Kinder hast, sind deine Kinder Kinder. Und so bringt es uns auf eine gewisse Art aufs gleiche Niveau. Das finde ich auch befreiend. Das heißt, wenn ich mit meinen Kindern über Glaube rede, sind wir in der Beziehung
auf der gleichen Stufe. Also gleichwürdig. Gleichwürdig, Ja, gleichwertig, nicht gleichartig, aber gleichwertig. Ja. Mega wichtig. voll. Und das Krasse daran ist ja wirklich, Gott schenkt uns diese Kinder, er vertraut uns sein eigenes an. Das ist unglaublich, das ist etwas, das macht mich immer wieder sprachlos. Und gleichzeitig hat jedes von seinen Geschöpfen hat eine unantastbare Würde. Das heißt, an dieser Würde kann nichts und niemand etwas ändern. Also der Zugang zu Gott, der ist dir und mir genau gleichgestellt wie unseren Kindern. Und das ist etwas, was mich so begeistert. Und ich glaube, in einem Raum, wo Familie stattfindet, da findet so viel Beziehung statt. Und das wiederum ermöglicht uns Wachstum, Freisetzung und echtes Leben. Und das Schöne daran ist, dass Gott so fest daran interessiert ist, weil er ist definitiv ein Beziehungstyp. Genau. Und ein anderer Aspekt von Familie, den ich wahnsinnig liebe, ist, Familie ist eigentlich der perfekte Ort für Jüngerschaft. Also nicht der perfekte, es ist der Ort von Jüngerschaft, oder? Wenn ich an Jesus denke, der war unterwegs mit seinen Jüngern und hat Leben geteilt. Ja, was machen wir als Eltern? Wir sind unterwegs mit unseren Kindern. Ich momentan noch mit meinem Kind, genau, ihr schon mit euren Kindern. Und wir teilen Leben. Und das ist wie so der Ort, wo eigentlich alles Leben und die Lehre zusammenkommt. Matthias Kuhn, das ist ein inspirierender Sprecher, der hat einmal gesagt, dass Familie der schwierigste und gleichzeitig der fruchtbarste Ort ist. Jetzt geht ihm nochmals kurz nach. Es ist der fruchtbarste Ort und gleichzeitig auch der schwierigste, weil es ist so nah, es gibt so selten einen Ausweg, nicht? Man bekommt einfach alles miteinander, mit über. Und trotzdem berührt es mich, weil Fruchtbarkeit, das geht immer vom Kleinen ins Große. Und so funktioniert eigentlich das ganze Reich Gottes. Und das begeistert mich, wenn wir über Familie sprechen. Und ich glaube, es ist für uns als Eltern eine zentrale Aufgabe, dass wir wirklich als Vorbilder unterwegs sein können und unsere Kids teilhaben lassen können am eigenen Erleben. Und wenn ich von Vorbild spreche, löst das vielleicht bei dir Druck aus, bei mir manchmal auch, aber ich habe gemerkt, wenn ich echt bin und authentisch in all meinen Hochs und Tiefs, dann hat meine Beziehung zu Gott in all meinen Hochs und Tiefs so viel Kraft. Und ich wünsche mir, dass wir das unseren Kindern einfach mitgeben können. Es gibt ein ganz bekanntes Zitat, das heißt, predige das Wort zu jeder Zeit und wenn nötig, benutze Worte. Also das heißt, unser Leben spricht so viel lauter als unsere Taten. Genau. Ja, genau, jetzt habe ich es voll verdreht. Ja, also unser Leben spricht so viel lauter als unsere Worte. Genau, um das noch richtigstellen, danke. Und wenn wir gerade beim etwas richtigstellen sind, dann Katrin, du hast Dan und mich inspiriert mit deiner Aussage, dass Gott keine Enkelkinder hat. Kannst du uns dazu noch 1, 2 Dinge mehr sagen? Ja, ich habe einfach gemerkt, dass mit den Kinder, die wir haben, wir wollen sie prägen, wir wollen das Beste für sie, wir wollen, dass sie in Beziehung kommen mit Gott und wir stellen uns da zum Teil dazwischen, zwischen Gott und die Kinder und haben den Eindruck, ja, Gott hat Enkel, weil ich bin ja die Eltern, also ich bin die Mutter meines Kindes und dabei ist es gar nicht so, weil Gott hat einen direkten Zugang, so wie du das so schön gesagt hast. Und ja. Genau, und gleichzeitig erwähnst du uns ja in dem auch immer wieder, dass es ein Spannungsfeld ist, oder von wirklich prägen und trotzdem freilassen. Wie machst du das? Ja, also ich denke, so kleine Kinder, sie lieben Geschichten zu hören und da habe ich ihnen auch viele biblische Geschichten zum Hören gegeben, nebst all den Märchen und so und Kasperli und Globi und weiß nicht, was wir alles gehört haben, aber auch die biblischen Geschichten und dann irgendwann ist die Zeit vorbei, wo sie dann auch selber schauen müssen und das Spannungsfeld ist, wenn die Kinder noch klein sind, erzähle ich ihnen von Gott
Und wenn sie groß werden, erzähle ich Gott viel von meinen Kindern. Ja. Das bringt es wunderschön auf den Punkt. Genau. Und wie hast du das selber erlebt? Wurdest du auch in dieser Freiheit groß, dass du wählen konntest? Oder wie war das bei dir? Ja, zu meiner Zeit, als ich ein Kind war, da hat man mir mit der Hölle gedroht und viel Druck ausgeübt. Und ich habe mich für ein Leben mit Jesus entschieden, weil ich mich gegen die Hölle entschieden habe und habe erst viel später entdeckt, dass Gott mich eigentlich liebt und er mit mir eine Beziehung haben möchte. Und ich habe dann diese Liebe auch noch entdeckt, zum Glück. Zum Glück, ja. Da sind wir froh. Wow. Also eine Angstbeziehung am Anfang. Ja, genau. Also ich will mich lieber für den Himmel als für die Hölle entscheiden. Und ich denke, ich will das nicht meinen Kindern weitervermitteln. Dass sie sich aus Druck oder aus Angst für Gott entscheiden. Wie zeigt sich das denn jetzt? Wie meinst du? Ja, wie zeigt sich das in deiner Erziehung, wie du den Glauben, dass du sagst, ich möchte keinen Druck weitergeben? Also ich habe schon früh meinen Kindern gesagt, hey, Glaube ist eine Glaubensfrage. Und die Glaubensfrage, die muss jeder für sich entscheiden. Und ich habe ihnen erzählt, wieso es für mich Sinn macht, zu glauben an Gott, was für eine Entlastung das ist, wenn er mir hilft oder wenn er mir beisteht und dass er mir auch in meiner Angst dabei sein kann und ich dann einfach nicht so alleine bin. Und das ist mir wichtig, dass die Kinder diese Ressource kennenlernen. Ja. Aber dann warst du eigentlich sehr mutig, würde ich sagen, weil du dich entschieden hast, ich lasse ihnen die freie Wahl. Das heißt, du für dich persönlich musst es ja auch immer wieder ein Stück loslassen. Hast du das geschafft? Und wenn ja, was hat dir da geholfen? Ja, ich war immer wieder herausgefordert. Ich habe so sehr klare Vorstellungen und Ideen, wie das Leben sein sollte, wie meine Kinder sein sollten. Und die musste ich immer wieder loslassen, weil das funktioniert nicht. Sie sind eigenständige Lebewesen, sie sind nicht meine Marionetten und das möchte ich ja auch nicht. Ja. Dass sie irgendwie, Mami, ist das okay so? Und ich sage ja oder nein, also das will ich ja nicht. Und darum waren das Prozesse mit Gott auch. Hey, ich lasse los, du schaust, du gehst ihnen nach und du liebst sie. Ja. Guter Prozess. Entlastend. Ja, aber wenn wir da bei diesem Punkt sind, dann was jetzt konkret vielleicht, wenn ein Kind kommt und sagt, ich glaube, ich möchte nichts mehr oder nichts von Jesus wissen. Das ist eine gute Frage, weil eben für mich ist das einer der größten Wünsche, die ich habe für meine Kinder, wo ich ehrlich sein muss. Aber eben, ich merke auch, ich möchte ja, dass sie eigenständig aufwachsen. Also ich spüre diesen jetzt schon, wir sind noch nicht so alt, aber interessant ist, kürzlich kamen sie eines meiner Kinder auf mich zu und sagte, Daddy, wenn ich jetzt nicht an Gott der Bibel glauben möchte, sondern an einen anderen Gott, ist das dann auch okay? Darf ich das? Und das hat sie einfach so beim Mittagessen erzählt. Und wir waren etwas perplex. Und dann hat es extrem gute Gespräche gegeben, weil ich merke, ich muss jetzt den Wert setzen, hey, du bist mein Kind, ob du dich für etwas entscheidest, was ich mich wünschen würde oder nicht, auch im Glauben, du bist mein Kind, du bleibst mein Kind, ich liebe dich unabhängig davon. Und dann, das haben wir mal gesetzt und dann haben wir erzählt, ja, wieso wir glauben, was Jesus bei uns ausmacht. Also nicht, wieso sie das machen muss, sondern wieso wir uns dafür entschieden haben, aus freiem Willen. Ja. Und das hat ein mega gutes Gespräch gebracht am Mittagstisch. Oh, so schön. Das war ein schöner Mittagstisch, kann ich mir vorstellen. Ja, ich denke dann, ich wünsche mir ja, dass ich nicht
sagen will, was das Perfekte ist für sie, sondern dass ich vorausgehen kann, sie in nichts hineinzwinge und trotzdem so vorausgehe, dass mein Leben eine Einladung ist, dass sie in das Gleiche hineinkommen können. Heute haben wir die Möglichkeit, bei einer Familie Einblick zu haben, ganz konkret, wie sie das mit ihren Kindern leben. Wir sind Sarah und Michael Sieber und unsere beiden Jungs, Zwillinge, sind 10 Jahre alt. Wir sind leidenschaftlich dafür, dass unser Glaube authentisch ist in der Familie, dass unsere Jungs seit Kindheit einfach Jesus kennenlernen, persönlich und mit ihm ihre eigenen Erfahrungen sammeln können. Ja, ich habe gemerkt, dass es für uns wichtig ist, oder auch für die Jungs, dass sie die Bibel kennen. Und deshalb lerne ich jetzt mit ihnen im Moment Psalm 91 auswendig und habe dann das Belohnungssystem noch eingeführt. Ja, ich lese auch gerne mit den Jungs Bibeltexte, Geschichten von Jesus oder auch aus dem Alten Testament und frage sie dann jeweils, hey, was sagt euch der Text über Gott? Was sagt er, wer Gott ist? Und das ist so spannend, mit ihnen einfach diesen Gott besser kennenzulernen durch die Bibel. Was ich auch wichtig finde, ist, wenn wir Streit haben in der Familie oder so, dass wir am Abend, wenn wir beten, zeige ich den Jungs, dass sie ihre Sachen einfach ans Kreuz bringen können und wir beten dann zusammen und das ist schon so oft, war das so befreiend auch. Ja, in der Begegnung mit Jesus staunen wir auch immer wieder, wie sie einfach Jesus auch hören. Ich übe das zum Teil mit ihnen ganz praktisch, eben ein Tausch am Kreuz. Ich gebe Jesus meinen Frust und was gibt er mir? Und sie hören so spannende Dinge und ich staune immer selber, wie gut Gott ist und wie die Kinder einfach offen sind, von Jesus zu hören. Was mir auch wichtig ist, ist, dass sie Kirche erleben und wenn wir in die Kirche fahren, beten wir zusammen und dann gehen wir dorthin und sie erleben dort auch, sie kommen mit uns mit, auch bei der Mitarbeit und das ist mega schön. Wir hatten einen sehr berührenden Moment vor ein paar Wochen in der Worship. Da kam von der Bühne, ja, lass uns auf die Knie gehen. Und da haben wir den Jungs nichts gesagt. Wir sind einfach zu viert alle auf den Knien gewesen vor Gott. Und das ist schon so bewegend, mit ihnen gemeinsam Gott zu begegnen, mit der Church zusammen. Glaube ist nicht nur einfach für uns alleine, sondern auch eine Gemeinschaftssache. So gut, ich liebe die Familie Sieber und das sind so wunderbare Leute, Vorbilder, inspirieren. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich so diesen Video anschaue und zuhöre, dann das löst Verschiedenes aus bei mir, weil ich merke, das hat bei mir jetzt also nicht immer so funktioniert. Also vielleicht schaust du jetzt auch, hast du das gesehen und sagst, ja, wow, schön, aber bei mir geht es nicht und da muss ich dir sagen, ja, das ist auch, ich hatte Momente bei uns, wo die Kinder, die liebten es, mit uns zusammen Bibel zu lesen, auszutauschen und ich hatte Momente, wo sie gesagt haben, ich habe gar keine Lust für Wochen und das müssen wir auch aushalten, also ich weiß nicht, wie es bei euch ja. Voll. Ja, genau. Ich glaube, aushalten ist genau das, was es auf den Punkt bringt. Genau. Aber Dan, jetzt für dich als Vater habe ich gedacht, heute stellen wir Dan so 2 ganz konkrete Fragen, einfach weil es uns Wunder nimmt, wie du das lebst. Und eine Aussage, die ich häufig höre von Kindern ist, ja, Gott ist ja immer da, aber wie kann ich ihn erleben, wenn ich ihn nicht sehe? Ja, das ist eine mega gute Frage. Die hat auch eines meiner Kinder mich kürzlich gefragt und ich bin persönlich danach herausgefordert in meinem Glauben. Also das fordert mich heraus, weil was ich nicht möchte, eine Retortenantwort. Ja. Oder? Das möchte ich nicht. Ich möchte keine Retortenantwort. Und dann habe ich zuerst gedacht, ja, erstens stimmt, ich kann meinem Kind den Glauben nicht beweisen, dass Jesus da ist, dass Gott da ist, was Jesus gemacht hat. Und ich merkte ja selber, ich musste Erfahrungen machen. Und dann haben wir darüber gesprochen, über den entscheidenden Effekt von Glaube. Es ist irgendwo, schlussendlich bleibt es ein Glaube. Und was ich aber dann auch gemacht habe, und gesagt, habe ich erzählt von, wieso glaube ich und was für Erlebnisse habe ich mit Gott gemacht, damit ich jetzt wirklich für mich sagen kann, ich bin überzogen, Gott gibt es. Ich bin überzogen, er liebt mich. Ich bin überzogen, Jesus ist nicht nur war ein Mensch, der gelebt hat, sondern der ist auch der Sohn Gottes, der für mich am Kreuz gestorben ist. Und dann haben wir darüber gesprochen, habe ich von meinen Erlebnissen erzählt und dann haben wir auch gebetet. Also ich habe gebetet, dass sie Erlebnisse machen dürfen.
Weil ich weiß, in meinem Leben waren gewisse Erlebnisse sehr entscheidend. Und ich bete, dass Gott auch ihnen so begegnet. Das können kleine, banale Dinge sein, Träume, Begegnungen, damit sie in ihrem Herzen sagen können, ich glaube, dass es Gott gibt. Ja, ich finde mega cool, wie du reagiert hast. Du bist so ehrlich auf ihre Not auch eingegangen, auf ihre Frage, und gleichzeitig hast du dann wieder ein großes Bild gemalt. Und es ist ein persönliches, weil es ist ja dein Erleben, oder? Und dein Erleben ist nicht unbedingt dasselbe Erleben wie das vom Kind. Und das ist auch etwas, was wir aushalten müssen. Meine Frage an dich ist noch, wie gehst du um mit dieser Balance vom Wissen, dass du als Vater einen Auftrag hast, deinen Kindern im Glauben, ja, sie zu lehren und es ihnen schmackhaft zu machen, und gleichzeitig gibt es ja auch einfach viele andere Ressourcen, die man nutzen kann. Wie gehst du um in dieser Breite? Ja, ich habe gemerkt, dass ich bin jetzt sind wir noch in einer Zeit, da jetzt momentan in diesem Alter bestimmen wir noch ziemlich viel, mit wem sie wie viel abmachen oder was auch immer, ob sie am Sonntag in die Kirche kommen oder nicht, da können sie noch nicht selber entscheiden. Aber ich weiß, es kommt der Moment, da hoffentlich kommen sie in mehr Mündigkeit rein und kann ich das nicht mehr alles. Und da merke ich, ist es mir ein Anliegen, dass sie in Begegnung kommen mit anderen Menschen, die auch ihr Leben positiv prägen, die vielleicht von ihrem Glauben erzählen. Für mich, ich bin auch in der Kirche nicht nur, weil ich da hier arbeite, sondern ich bin auch aus Überzeugung in der Kirche, weil ich erlebt habe in meinem Leben, dass ich in der Kirche habe ich gute Freunde kennengelernt, dort, wo meine Eltern konnten nicht mehr so viel bewirken in meinem Leben. Die konnten mich noch annehmen, mir Sicherheit geben, aber ich musste meine eigene Entscheidung mit dem Glauben machen, und da hatte ich gute Freunde in dieser Zeit, mit denen ich diese Fragen anschauen konnte, neue Erlebnisse machen konnte. Und darum ist es, ich merke, für mich ist die Kirche entscheidend, sind Camps entscheidend, sind da zu schauen, hey, wo kann ich, wenn ich merke, hat mein Kind Freude, dass ich dann dem nachgehe, sie unterstütze und dann auch sogar bereit bin, extra Meilen zu gehen, dass mein Kind da gute Ressourcen nutzen kann, wo sie Gott begegnen kann. Ja. Also ganz praktisch, dann fahre ich halt meine Kinder, also ich bin noch nicht so weit, aber wir haben darüber gesprochen, dann fahre ich halt meine Kinder in 180 Hangouts oder am Samstag, wenn es ein Youth Planet ist und sie kommen spät nach Hause und haben keinen Zug, dann hole ich sie halt ab mit dem Auto, oder? Auch wenn es meinen Schlaf raubt. Also das sind die Überlegungen, die ich mich jetzt einfach schon mache, oder? Wir wohnen da auf dem Land. Weil ich möchte, dass meine Bequemlichkeit nicht im Weg ist, dass sie da ein gutes Umfeld haben, wo sie auch Gott begegnen können. Macht das Sinn? Macht total Sinn. Und nicht zu vergessen, dass Gott auch Interesse hat und die Kinder lockt und zieht, so wie er auch uns in eine Beziehung gezogen hat. Er sagt ja, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, oder? So gut. Ja. Und er erwählt, mit uns eine Beziehung zu haben. Das finde ich sehr schön, auch für uns Eltern als Entlastung. Ja. Und vom Loslassen und auch vom Entlastetwerden, davon spricht die Familie Kranzler ganz offen in einem Videostatement. Sie mussten sich entscheiden, ihre Erwartungen, wie das Kind Gott erlebt, loszulassen. Schauen wir gleich einmal in ihre Stube. Wir wollen heute mit euch was teilen über unser Familienleben, ganz besonders unser spirituelles Familienleben mit Kindern. Und am Anfang war es bei mir oft so, dass ich schon mehr oder weniger versucht habe, meine Kinder gerade zum Beten und zum Bibellesen zu zwingen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das einfach so wichtig ist und dass sie das wirklich tun müssen. Ich habe zum Beispiel mit unserem Sohn Abendmahl gefeiert und hatte auch das Gefühl, dass es ganz cool ist, aber irgendwann habe ich festgestellt, eigentlich will der nur Traubensaft gern trinken. Das hatte keinen wirklichen spirituellen Hintergrund für ihn jetzt so. Ja, aber auch dann irgendwann kam ich zumindest zu der Erkenntnis, dass wenn die Kinder noch halbwegs nach ihren Eltern kommen und eher auf der rebellischen Seite sind, dass wahrscheinlich, sobald sie dann die Möglichkeit haben, diese gezwungenen Rituale, die wir ihnen irgendwie aufdrücken, ohne dass sie selbst wirklich eine Offenbarung darüber haben, ablegen werden. Und deshalb haben wir überlegt, hey, wie können wir ihnen einfach ein Beispiel sein? Wie können wir ihnen Dinge vorleben? Und wie können wir Formate finden, die für sie funktionieren?
Genau, was wir dann gemacht haben, wozu wir zum Schluss gekommen sind, ist, dass wir uns als Familie miteinander irgendwie hingesetzt haben und angefangen haben, Sachen zu teilen. Oft beim Essen, aber manchmal haben wir auch einfach im Kreis gesessen und haben dann irgendwie Sachen gesagt. Also eine Sache, für die wir mega dankbar sind, eine Sache, für die wir beten oder Fürbitte brauchen oder Segen brauchen für die kommende Woche. Das waren aber wirklich diese 2 Dinge, wo wir gemerkt haben, hey, einmal Fürbitte, was ist eine Sache für die kommende Woche, für die wir beten, wo wir Segen für brauchen, wo wir füreinander einstehen wollen, und die Dankbarkeit. Was ist eine Sache heute, für die wir wirklich dankbar sind, die toll war, die uns ganz besonders viel Spaß gemacht hat, wo wir Danke für sagen wollen. Und das Format hat echt gut funktioniert, dass wir einfach wirklich halt irgendwie das kurz halten, dass wir es entspannt und natürlich und authentisch halten und nicht versuchen, da irgendwie so ein Format, wo man irgendwie Hände faltet, am Bettrand sitzt, sondern wirklich, wie funktioniert es für die Kinder, wie können wir als Familie unseren Glauben leben, sodass es für sie Werte installiert auf ihre Art. Ja, genau. Und für mich ist der Glaube auch so eine Ressource geworden. Und ich finde, in der Familie ist genau das entscheidend für mich, dass ich den Glauben an Gott habe, wo ich abladen kann, wo ich auskotzen kann, wo ich weinen kann, wo ich meine Sorge bringen kann und wo ich Trost bekomme, Weisheit bekomme und Liebe, die ich vielleicht nicht immer habe. Ich glaube, diesen Glauben, auch der gelebte Glaube, ist auch so entscheidend, weil ich habe immer wieder erlebt, dass die Kinder, die kopieren, was du lebst, nicht was du sagst. Also darum, ich glaube auch, wir sind so bemüht, den Glauben weiterzugeben und vergessen ab und zu einfach selber den Glauben zu leben. Die Beziehung mit Gott zu leben, weil was wir leben, und wenn Sie sehen, das hat guten Einfluss, das hat auch einen großen Einfluss auf Ihr Leben. Das habe ich immer wieder so gesehen. Ja, voll. Ich glaube, am Schluss ist es ja wie, man hat mehr eine Beziehung, ein Interesse auch am Kind als primäres Interesse, und dann wächst mit dem einfach mit, dass sie den Glauben auch mitbekommen, weil ich glaube, dass sich unser Kind ja auch ganz fest für uns interessiert. Du hast einmal so ein schönes Beispiel erzählt, dass deine Tochter etwas macht, weshalb du es machst. Kannst du das noch kurz erzählen? Ich war so am Morgen, kam ich so in ihr Zimmer, da war sie auf ihrem Balkon am Bibellesen. Ja, genau. Und dann sagte ich, wieso bist du da draußen am Bibellesen? Und dann hat sie gesagt, ja, du machst das immer am Morgen. Genau. Also, ich muss einfach sagen, das war jetzt mega schön für mich. Aber ich muss jetzt auch sagen, das ist jetzt nicht immer so. Ja, aber es ist ein ermutigendes Beispiel. Das darf man ja auch bringen, auch wenn es nicht immer so ist. Genau. Aber ich glaube, am Schluss ist es ja wirklich der Wunsch und das Ziel von Gott ist ja, dass Friede herrscht in unserem Haus. Das heißt, ich glaube, die Atmosphäre, die ist entscheidend, und somit ist unser ganzes Familienleben mit allen Hochs und Tiefs eine Einladung, um mit Gott unterwegs zu sein, aber auch, um ganz ehrlich vielleicht einfach mal eine Pause zu machen, weil man gerade von allem genug hat. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld gilt es auszuhalten. Ich glaube, das ist noch interessant, du hast ja das gesagt, die Ressource, punkto die Gefühle von Trauer. Oder? Wenn es nicht so ist, ja, wie ich es mir vorstelle, oder halt in diesem Haus Krieg herrscht, das gibt es ja auch. Ja. Und dass Gott da nur schon in meinem Herzen mit seinem Frieden kommt, oder? Und ich glaube, ja, der Anspruch auf Frieden im Haus ist sehr hoch, aber er kann Frieden in meinem Herzen machen. Ja, ich glaube, das so wichtig ist, vielleicht, wenn du zu Hause zuschaust und merkst, das Thema, das löst ganz viel Frust, Leid aus in meinem Herzen. Ich denke, da möchte wirklich Gott reinkommen. Ja. Komm, wir beten doch einfach gleich noch für das. Ich glaube, das bringt es dann auf den Punkt. Und Gott, ich danke dir, dass du da bist und dass du ein lebendig erfahrbarer Gott bist. Ich danke dir für diese wundervolle Erfindung von der Familie, und ich danke dir für alles, was du uns anvertraut hast. Und auch wenn im Moment vielleicht ganz viel Schmerz und Not da ist, weiß ich, du hast für alles bezahlt. Und ich bitte dich jetzt einfach um einen Moment, wo ich deine Gegenwart spüren kann und ich erfahren darf, was vielleicht mein kleiner Schritt ist, den ich machen kann, um wieder einen Schritt näher an dich zu kommen, weil du die Quelle von allem Leben bist.
Und dann möchte ich dich heute einfach noch segnen mit diesem Segen vom 4. Mose. Da heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Und das gilt für dich sowie auch für deine Familie, deine Kinder. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig, dir und auch deinen Kindern. Und der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden, sowie auch deinen Kindern. Amen. Amen. Danke, Alexa. Hey, wenn dir diesen Family Chat gefallen hat, vergiss nicht, den Daumen hoch zu drücken, oder vielleicht den Chat an deinen Kollegen, anderen Leuten weiterzusenden. Wenn du irgendwelches Feedback hast, Fragen hast, wenn es dir einfach gefallen hat, hinterlass einen Kommentar. Wir lieben es, von dir zu hören. Jeden Monat, im 3. Montag im Monat, kommt eine neue Folge raus. Nächstes Mal reden wir über ein ganz spannendes Thema, und zwar übers Versagen. Hilfe, ich habe das Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin ein schlechter Vater. Gefühle, ja, die wir kennen. Ja, also ich schon. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung, aber ich kenne sie schon heute. Genau. Was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass wir im Moment in der Ausbildung sind, ein ganzes Team zum Elterncoaching. Das heißt, ab Herbst, Ende Herbst werden wir ready sein, um mit dir und deiner Situation einen Weg zu gehen im Zusammenhang mit Familie. Und nun freuen wir uns schon riesig aufs nächste Mal und freuen uns, dich wieder zu sehen. Ciao, ciao. Bye.